Morgen am Freitag DRS3 und die können Sie beobachten. Jetzt müssen wir mal schauen, für uns Männer, die heimlich zum Kiosk schleichen, aber nicht zum Gestell mit Heftchen mit viel Haut, sondern, nein, sie kaufen sich Fußballbildchen eingeklemmt zwischen so Zeitungen, dass es ja niemand merkt. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Dabei können wir doch dazu stehen. Jetzt an dieser Stelle. Die Schweiz ist am Fußballbildchen sammeln. Das Panini-Album für die EM zu Polen und in der Ukraine muss voll werden und darum sind alle in diesem Fieber im Moment. Kaum ein richtiger Mann, der nicht zum Sammler wird. Fußballliebhaber sammeln sowieso, wie zum Beispiel der Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Ja, da die Panini-Bilder sammeln ist sicher eine super Sache und so kommen auch ich als Schweizer Nazi-Trainer endlich mal so hochkarätige Spieler. Ein sehr ehrgeiziger Fußballkenner, der das Album sicher schon fast voll hat, ist ja unser IB-Trainer Christian Gross. Ja, Panini das Jahr, sackstark, wie die Realität. So einen wie der Messi gibt's ganz selten, gerade bei der EM. Und Schweizer Nazi gibt's eigentlich gar nicht, auch wie richtig. Wir haben auf DRS3 heute schon darüber berichtet, Bildchen sammeln geht ja auch ein bisschen ins Geld. Wer jedes Bildchen zahlt, ohne die Doppelten muss etwa 115 Franken ausgeben. 50 Millionen Päckchen will Panini allein in der Schweiz verkaufen. Mit EM-Bildchen, das ist ein Wahnsinn. Es geht natürlich, es gibt einen rechten Betrag da. Und da dahinter steckt eine riesen Geschäftlichmacherei. Wucher, ein Skandal, skandiert der Politsoziologe vom Empörungsdienst, der Jean Ziegler. Genau, Herr Torjani, hier wird mit Brot und vor allem mit Spiel am einfachen Bürger zusätzlich Geld aus der Tasche gezogen. Für was? Kleber von Menschen. So wird der Menschenhandel schon von Kindern aufgeübt. Die Leute würden sich für das Geld gescheiter richtige Bücher kaufen, zum Beispiel meine. Genau, aber Skepsis gegenüber dem Massenphänomen kommt nicht nur vom Herrn Ziegler, sondern auch vom Nationalrat Christoph Mörgeli. Er sieht ja im Panini-Fieber eine Überhitzung von der Volksseele vom Souverän. Ja, das Panini, ein Fußballbildchen-Zeugs, das ist mir zu opportunistisch. Wir sammeln doch nicht Bilder von Dutzenden von Vorbildern. Ich sammle einzig und allein Bilder von Christoph Blocher und klebe die in ein Album ein und an die Wand über mein Bett. Und eins habe ich im Portemonnaie und eins im kleinen Bilderrahmen im Büro und bald auch noch eins auf dem Oberarm, der Blocher-Stempel. Verstehen Sie? Und ciao zusammen. Da ist der Blick. Das ist der Blick am Abend und am Morgen. Yeah, real. Und es ist natürlich krass, oder? Panini Pictures hat das Business mit dem Album bei mir geklaut, oder? Der Bildscheiß gibt's alle 2 Jahre. Jetzt zum 250. Mal. Und so mache ich es auch mit meiner Community. Alle 2 Jahre mit einem neuen Album der gleiche Scheiß. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.